Herzlich willkommen zu einer neuer Episode Film läuft. Ich war mir Madame Web gucken. Ja, Sony probiert sich gerade ein bisschen am Marvel-Gewässer rumzufangen. Wie das genau Start gesehen an dieser Episode. So, wo fangen wir dann immer an? Ja, Tatroll aside Cassandra Webb. Dat geht gespielt von Dakota Johnson an dat as dann jedet op der Welt, weil dem seg Mam as davon enger ganz spezieller Spanngebass gehen. An lo kritet dann so viel raussehend hellseherisch Fähigkeiten. Genau. Dann sind so 3 Medischer, die gi von irgendeinem random Antagonist gejot, weil dem mengt, dass irgendwann an Zukunft von denen imbrüt geht. Da wird er hin die kleinen Medischer lo umbringen, oh kleinen Mädchen, die 3 jugendlich Medischer wollen dann umbringen. Und ja, Cassandra Webb, also Madame Webb, probiert das dann zu verhindern. Das Geschichte. Das ganz Graf aufgebracht Geschichte die ist nicht gut, die ist wirklich und dem Film ist solo ried heraus wie das und dem Film als nicht gut, also es schmengen Madame Webb also der schlechteste Film den ich hinter langem gesehen habe. Also Sony hat sich definitiv nach ein Körner drauf. Morbius war ja schon Trash, aber das holy moly, dat war schlimm. Und das auf so vielen Ebenen. Ich fange mal mit dem an, was mich mengenisch am meisten gesteuert hat, eben die Story. Und das ist so belanglos. Ich habe schon selten so einen belanglosen Bullshit gesehen. Für dich schon mal, wie das ganz abgebaut ist. Also, Madame Webb hat gesagt dann, also Dakota Johnson hat gesagt dann immer, der hat dann so 4 Ahnungen, gesagt immer so kurz in Zukunft, was kann passieren. Und dann probiert hat das zu verhindern und dann passiert irgendetwas Ernstes. Das heißt, wir gucken die ganze Zeit eine Szene an, dann gucken wir uns die Szene nachher an, da gibt es ein bisschen ernst. Und dann gehen wir weiter. Das heißt, wir sehen schon eine Szene und wir wissen, oh Gott, du guckst mal der tote gleich nachher an. Du guckst, den Film guckst du quasi 2-mal, während du Enkel geguckt hast. Und dann hast du voll gestoppt mit so egalen Dialogen, die sitzen dann da. Wir sprangen von Szene zu Szene. Es wird nicht irgendwie Konsistenz. Wir sprangen einfach von Szene zu Szene und gibt irgendein Bullshit gelabert, den wir entweder schon lange wissen, den kein Sau interessiert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich weiß noch nicht, ob ich das also für ein Beispiel für die Dummheit, wie die Film geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ich das zu viel Spoiler. Für mich ist kein Spoiler. Also ich fand nicht als Spoiler, weil ich fand gleich wirklich auf der Hand. Ne? Das ist so die erste Szene, man gesehen hat. Du hast eine Frau, die sich noch nicht spannend. Das sind die erste Szene, die du gesehen hast. Du hast eine Frau, die sich nicht spannend, die ist schwanger. So, dann stirbt die und die geht von der spannenden Basis und dann könnt ihr kein Mädchen auf Welt. Dann hat gesagt, das wird dann spezielle Fähigkeiten holen, weil die Spann, die verleiht spezielle Fähigkeiten. Dann das Schnitt und da gesehen wir Dakota Johnson als Cassandra Webb. Dann irgendwann relativ am Anfang geht hat hin und hat mich so ein altes Schatztruhe ab oder sein Truhe ab und da sie Foto von seiner Mama, von der Frau, die am Amazonas war. Und es labert so etwas für uns hin, es schwatzt etwas an sich ran, was, ja, da seht, wieso warst du dann am Amazonas gegangen? Und dann ist die Szene fertig. Und die Szene ist just so, für das auch die Lächten an der Lächterei verstanden hat. Das ist das Mädchen. Ja, natürlich ist das Mädchen. Für was sitzen wir dann hier? Wir haben die Szene am Anfang nicht für nichts gesehen. Also die dümmste Schlussfolgerung, die dem Zuschauer nicht so getraut, es geht nicht mehr mit der Hand geholt und ob alles gewesen, für das auch just nicht verstanden wird. Und das ist echt eine Herausforderung, für das fertig zu bringen. Das kurz zur Dummheit, wie das geschrieben ist. Dann kommen wir zu dem Antagonist. Was ist mit dem los? Der schwätzt die ganze Zeit davon, die Medischer werden mein Imperium zerstören. Der sieht kein Imperium. Der wird nicht von dem gesehen. Den trippelt an seinem Büro Obernhof mit irgendeinem Frauenmensch, der dann im Computer da sitzt und irgendwelche Sachen hackt. Und hier schwätzt dann die ganze Zeit davon, dass sein Imperium zerstört wird, dass alles das, was sich abgebaut hat, von ihnen zerstört soll gehen.
der gesieht neichte von der gut nicht der wissen nicht wen hin hast wo ihr kommen aus was Motivation hast aber wat hin abgebautet keine Ahnung dem Mann ist einfach egal an dafür dass so badass optritt immer will hun kämpften ziemlich scheiß weil die Kämpfe sind auch super scheiß inszeniert die hun nullwucht die sich schlecht choreografiert das ist einfach gruselig da kommt man dazu dass ich noch nie so viel Product Placement an einem Film gesehen nur wie dat also der wird definitiv gesehen wie von einer riesiger Pepsis Reklam erschlagen also mei dumm geht es ja nicht also wie die an schrecklich grauenvoll der Film ist voll gestoppt mit Product Placement das für Katze wirklich wenn man da nur wenn es schauspielerisch gut in der W wären da wäre das okay Dakota Johnson also nicht so schlecht das ist schon okay das wirklich nicht das stößt lohnt nicht so negative raus aber von denen medischer ein stößt du ganz krass raus Sydney Sweeney also du sind raus also das war du lebst fort das ist ganz schlimm also wenn du gecast wird überhaupt die Mensch die durch laufen und null Charisma das irgendwie River null Ausstrahlung das der Film ist so langweilig das nicht wie das Phase wie langweilig das und dann irgendwann nur 2 Stunden aus die Spaß dann River dann hört den dann endlich gepackt wann der bis dato der schlechteste Film vom Jahr will gucken und da guck dir Madame Web und das war ich weiß nicht ob der Tote nach irgendwann zu toppen hast aber oder zu einer bieten hast me gruselig ganz gruselig und hoffen dass man so etwas nie mehr muss erleben ich rudere gerade direkt mit alle den letzten Disney Produktionen also The Marvel sind schon ganz schlimm mit das war nicht so schlimm wie das du den Humor an dem Film wann den die überhaupt als Humor bezeichnen kann war nicht präsent also du zünd ja nicht gut nicht Sony wirklich macht den Spider-Verse weiter dat matter mega super fantastisch aber der ganz anderem ehrlich auch Venom das ist auch nicht gut Venom ist nicht gut Morbius ist nicht gut Madame Web ist nicht gut Matt Spider-Verse den ist top der Rest ist egal so und da ging es so da war mit dieser Episode erzählt mal gerne in die Kommentare wie ihr Madame Web gefallen hat wann der stand überhaupt ugedoen hat für den Rest ging es so und ja war das dann ihre Lieblings Sony Spider-Man ich denke die Sam Raimi Sachen stehe schon positiv obwohl Cross Spider-Verse und Geschichten was natürlich mega voilà. An dem Sinn ging es so war er doch schon an dann gesümmer ist an der nächste Episode an ich hoffe wann der stehen dort nur gucke geht wünscht nicht ihr stand Major viel Spaß mit Madame Web ciao